Zuerst entfernen wir die Lüfterrad- und Zylinderabdeckung. Dann demontieren wir den Kickstarterhebel und die E-Einheit. Beim Abschrauben der Schaltraste am besten einen Lappen unterlegen, um das Restöl aus dem Gehäuse aufzufangen. Mit einer Vorrichtung wird das Lüfterrad festgestellt und die Mutter danach gelöst. Das Lüfterrad sitzt sehr fest auf dem Konus der Welle, der Kurbelwelle, und wird mit diesem Polradabzieher demontiert. Hier sieht man die werksseitigen Markierungen für die Zündeinstellung. A steht für 23 Grad VOT und IT für etwa 18 Grad VOT. Die Zündplatte kann also gedreht werden und wir machen nach jeder Motorrevision die exakte Zündeinstellung, lassen den Motor im Teststand an und dann wird die Zündung genau eingestellt. Dann entnehmen wir die Zündgrundplatte. Hier sieht man sehr schön den limaseitigen Simmerring, der das Motorgehäuse zur Kurbelwelle hin abdichtet. Die Vergaserwanne wird jetzt demontiert, zuerst der Deckel abgenommen. Dann Luftfilter und Vergaser abnehmen. Befestigt wird der Vergaser mit 2 Inbusschrauben am Motorgehäuse. Ist der Vergaser entnommen, wird in der Vergaserwanne diese eine Schraube gelöst und dann kann die Vergaserwanne vom Motorblock abgezogen werden.
Nach dem Abnehmen des Kupplungsdeckels hebeln wir die Andruckplatte der Kupplung mit einem kleinen Schraubendreher aus dem Kupplungsgehäuse heraus. Damit sich die Kupplung beim Losschrauben nicht mitdreht, wird sie mit dem geeigneten Werkzeug festgesetzt. Wenn sich die Kupplung dann nicht von Hand abziehen lässt, kannst du entweder einen Lagerabzieher benutzen oder man kann auch mit 2 Schraubendrehern vorsichtig hinter den Kupplungskorb greifen und diesen dann vorsichtig abhebeln, je nachdem, was für Werkzeug zur Verfügung steht. Die Ölpumpenwelle treibt die oben in der Vergaserwanne liegende Ölpumpe an. Und die Welle wird wiederum über das Zahnrad und über diese Unterlegscheibe, die auf der Kurbelwelle sitzt, angetrieben. Die Unterlegscheibe besitzt auf der einen Seite eine Phase, auf der anderen nicht. Da musst du darauf achten, dass diese Phase zur Kurbelwelle hin zeigt bei der Montage. Zum Abnehmen des Zylinders und des Kopfes die 4 Zylinderkopfschrauben diagonal lösen. Danach lösen wir die Muttern des Motorgehäuses. Wir zählen mal mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Muttern sind zu lösen. Jetzt sehen wir hier oben wunderbar die Kurbelwelle, die greift über die Kupplung auf die Nebenwelle
und die wiederum überträgt die Kraft auf die Gangzahnräder des Getriebes. Mama hat immer gesagt, Ordnung ist das halbe Leben. Zum Abnehmen des Schaltkreuzes die Schaltstange rechts herum lösen. Es handelt sich hierbei um ein Linksgewinde. Hier sieht man dann das Schaltkreuz, das sich oben an den Kanten zuerst abnutzt. Dann die Antriebswelle entnehmen. Zur Demontage der Nebenwelle die Mutter von außen am Gehäuse lösen. Dann die Welle nach innen drücken und dabei darauf achten, dass die Nadeln von der Welle nicht einfach so auf den Boden fliegen, am besten in der Hand auffangen. Danach kann man dann die Nebenwelle oder den Tannenbaum entnehmen. Nun montieren wir die Gegenhalteplatte und drücken dann damit die Kurbelwelle aus dem kupplungsseitigen Kurbelwellenlager heraus. Zwischen der Kurbelwelle und diesem Sicherungsring sitzt der Wellendichtring, den wir vorher mit einem Schraubendreher vorsichtig herausgehebelt haben. Jetzt entnehmen wir das große Kurbelwellenlager kupplungsseitig. Dazu erhitzen wir den Lagersitz des großen Lagers. Mit einem Heißluftföhn geht das eigentlich ganz gut. Und kühlen dann das Lager mit Kältespray herunter, um so bei der Demontage den Lagersitz möglichst zu schonen. Diese Vorgehensweise nutzen wir auch bei dem Achslager dieser Gehäusehälfte weiter unten, sowie bei den anderen beiden Lagern schaltrastenseitig und lichtmaschinenseitig in der anderen Gehäusehälfte. Zur Entnahme der Kickstarterwelle wird diese Feder entnommen, die ist eingerastet, das haben wir vorher ja schon rausgehebelt. Die wird also jetzt nur noch abgezogen, dann die Kickstarterwelle abnehmen und in der Gehäusebohrung darauf achten, dass der O-Ring da auch ausgewechselt wird. Zum lichtmaschinenseitigen Kurbelwellenlager gehört dieser Innenring, der auf die Kurbelwelle gepresst ist. Den ziehen wir jetzt mit diesem Abzieher-Set ab. Und das war es dann eigentlich auch schon zur Demontage eines PX-Motors.